Okay, Freunde, servus. Es geht weiter bei Gothic 3 in der Gold Edition. Und wir sind in Praga. Wir sind nämlich in der letzten Aufnahme in die Wüste gelaufen. Und da sind wir jetzt. Ein Kämpfer. Dort nicht da. Rumsteh. Seht das? Das ist Praga. Und da haben wir ebenfalls Diego getroffen. Mit dem waren wir schon auf der Jagd. Aber ich werde jetzt erst einmal nach einer Ding suchen. Nach einer Rune. Denn falls ich mal wieder nach Praga müsstet, dann kann ich herfliegen. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Bernardo. Willkommen, Reisender. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist und bei mir bist du genau richtig. Ach ja? Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Und selbst wenn nicht, ich habe noch mehr Waren im Angebot. Wirf doch mal einen Blick darauf. Er hat eine hervorragende Waffe. Zeig mir deine Ware. Ja, da bin ich gespannt. Ja, schau dir das an. Lauter Klumpoder. Kein Schwein braucht es. Aber die Pfeile. Leichte Assassinenrüstung. Die normale Assassinenrüstung und eine Elite-Assassinenrüstung. Wow. Aber die kann er sich behalten. Denn schließlich habe ich eine Prunkrüstung. Die habe ich mir hart erarbeitet. Eine Truhe. Ja, schimpft der. Der will mal nachschauen, ha? Eine Rune. Waffenbündel. Nimm ihn mit. Das braucht er nicht. Das braucht der Held des Spiels. Und das ist in dem Fall ich, gell? Ja, was ist denn das da? Ach so, anscheinend. Nimm ja mit. Wie immer bin ich nicht wählerisch. Hey, eine Wasserpfeife. Ja gut. Wie immer der alltägliche Krempel, gell? Wer ist Luca? Hey, willkommen in Praga. Ich bin Luca. Hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich, doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun. Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Morasul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. Ja gut. Gefahr ist mein Geschäft, gell? Halb so tragisch. Wer ist das? José. Willkommen, Reisender. Mögest du etwas von dem Glück hier lassen, das du mit dir trägst? Ich bin José, der Sklavenhändler. Wenn du an Geschäften interessiert bist, ich hätte da was für dich. Was kannst du mir anbieten? Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Es sind mehrere Sippen, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Wer sind die Sippenanführer? Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisenden in den Ruinen auf. Und sie waren es auch, die Tufail überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Nazaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Ja gut. Wir gehen einmal wieder auf Kopfgeldjagd. Das geht schon, gell? Aber erst einmal suche ich meine Rune. Die muss ich irgendwo rumlegen. Normalerweise liegt immer so rum, da man so sieht. Normalerweise. Ja, was ist das da? Ein Freiluftscheißhaus. Geil. Mit Rundumblick.
Hätte er gern. Eine Truhe. Ich prüfe mal den Inhalt. Weg das. Schnaps, natürlich. Habe ich bloß 281 Schnapsflaschen. Drinnen seht ihr. Sklaven. Ach so. Ist das die Henkersmahlzeit? Im Hundezwinger haben wir nichts, gell? Da habe ich schon nachgeschaut. Eine Rune. Amboss. Schau da, dieser. Teleportstein, jawohl. Wer sagt's denn? Das war ja fast einfach, ha? Teleport nach Praga. Sehr gut. Dann hätte dieses Problem schon mal gelöst. Wieder mal ein Joint. Passt doch. Und jetzt werde ich noch... Da nicht schon. Assassine. Naphalem. Ach so. Vielleicht sollte ich mit dem Herrn auch noch drin. Aber erst einmal schaue ich da noch. Wow, schau mal das an. Wer lebt denn da erinnert? Auf jeden Fall lebt er auf großen Fuß, gell? Der hat sogar einen Thron. Eine Schaufel. Nimm mich mit. Ja gut, dann würde ich sagen, wir plaudern mal mit diesem Naphalem. Du bist nicht von hier. Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Beliars zu entdecken? Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zaubersprüche von großer Macht. Wir beherrschen die Gabe der alten, der göttlichen Magie. Zaubersprüche also. Und in der Stadt Ishtar wird seit vielen Jahren die Kunst des beidhändigen Kampfes gelehrt. Aber nur ein Mann, der gute Geschäfte macht, ist würdig, unsere Geheimnisse zu erfahren. Ich will dir ein solches Geschäft anbieten. Was sagst du? Ja gut, wir haben nichts zum Tor. Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten, vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit, dass die Händler bezahlen. Sie sollen also nochmal bezahlen. Und du wirst für mich diese Angelegenheit regeln. Verstehe. Hast du sonst noch was zu erledigen? Ayla, die Perle der Stadt, wurde beraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit José. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die 3 Händler hier in Braga. Jeder schuldet zu 500 Goldstücke. Und Abbas, der Wasserhändler. Von ihm erwarte ich einen Kelch. Sprich mit ihm. Er weiß genau, was ich will. Und Tufail? Was machen wir mit Tufail? Er trägt die Schuld dafür, dass der Tribut gestohlen wurde. Ich habe ihn bereits der Stadt verwiesen, aber er ist noch in der Nähe. Wenn er zahlen kann, was ich nicht glaube, soll er von mir aus leben. Falls nicht, mach kurzen Prozess mit ihm. Das wird den anderen als Warnung dienen. Hey Kumpel, ich mach immer kurz einen Prozess. Ein Bayer tut doch nicht lang rumfackeln, gell? Jetzt soll ich noch mit José reden. Das ist der Typ da drüben. Tribut. Ach so, den hol ich gleich ab. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. Richte Naphalem meine Grüße aus. Wow, und das ohne Probleme. Was weißt du über Ayla? Ayla! Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind.
Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht dir beim Tanzen zu. Dieser Sohn eines Schurken. Ayla, die Perle der Stadt. Klingt nach einer Dame. Ja, pass auf, Händler. 3 Händler. Der erste war er da. Das ist auch ein Händler, ha? Der Luca. Tatsächlich. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zuben schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. Zeig das. Wir haben nämlich noch dunkles Leder übrig gehabt. Von der letzten Snapperjagd mit Diego. Und jetzt haben wir eine Rüstung gekriegt. Jetzt kriegen wir eine umsonst, gell? Leichte Assassinenrüstung. Ja gut. Die können wir verkaufen. Bernardo. Ebenfalls ein Händler. Warte mal. Zeig mir deine Ware. Der kriegt erst einmal die Rüstung, sag das. Die brauche ich nicht. Bringt mir zumindest 1500 Gold ein. Guten Rat. Sei vorsichtig. Ich komme, um dein Tribut abzuholen. So, das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Es ist doch Und immer ich dieselbe vertraute ihm Geschichte. mein Gold an. Doch, was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze hergeben. Schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung. Ja gut, immer die gleiche Nummer, gell? Wir wollen's zahlen, die Säcke die. Dafür gibt's Prügel. Ja, der alte Sack der. Also, Kämpfer kann er. Das nehmen wir ihm ab. Und? Teleportstellen. Schau hier, ein zweiter. Die haben wir mit. Den braucht er nicht. Du wirst schon sehen. Jetzt kommt Bernardo. Dieser Simulant, schau dir das an. Oh Gott. Schlimmer als so mancher italienischer Fußballspieler. Den nächsten Jetzt Kampf gewinne ich. Wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. Sag das. Jetzt haben wir auf jeden Fall aufgestiegen. Und haben die Kohle gekriegt. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Na, vor allem, da sitzt er. Das kann ich nur Ich bezahle den Tribut für Luca. Ich hoffe, du hast wenigstens ein gutes bin ich Geschäft mir nicht mit so ihm sicher. gemacht. Hier ist der Tribut von José. Ich denke, er wird dir keine Schwierigkeiten gemacht haben. Er ist ein guter Händler. Er hat allen Orks, die hier vorbeigekommen sind, Sklaven verkauft. Und der Pass ist der einzige Weg in die Wüste. Hier ist der Tribut von Bernardo. Er hatte doch wohl keine Probleme Jemand wird gemacht, dafür oder? bezahlen. Naja, nein. Okay. Bisschen was haben wir schon erledigt. Aber wir müssen noch zum Wasserhändler. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Der war nämlich gleich am Sick. Okay. Tufail. Ach, da sitzt der. Moment, Kumpel. Zu dir komme ich gleich. Das war der Wasserhändler. Der Abbas. Ich komme, um deinen Tribut zu holen. Ich würde ja bezahlen, Sohn der Nachsicht, aber ich fürchte, mit Gold ist es nicht getan.
Ich versprach Zuben meinen Kelch, den Kelch der Wasserhändler. Aber den hast du natürlich nicht mehr. Ich gab ihn Tufail, als er den Tribut eingesammelt hat. Doch dieser Sohn eines Nichtsnutzes hat ihn sich abnehmen lassen. Ich bitte dich untertänigst, finde den Kelch und bringe ihn nach Valem. Wo könnte der Kelch sein? Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Was war denn das jetzt? Auf jeden Fall hat er natürlich den Kelch verloren, gell? Und natürlich muss er ihn holen. Wer sonst? Naphalem schickt mich. Tja, meine Taschen sind leer. Ich habe nicht eine einzige Münze. Aber warte, bevor du mich umbringst, will ich dir ein Geschäft vorschlagen. Lass hören. Kämpfe mit mir gegen Malir und seine Räuber. Wenn wir siegreich sind, wirst du mehr Gold haben, als mein Leben noch wert ist. Du kannst alle Beute behalten, die wir machen. Und dann soll ich dich laufen lassen. Und bei Naphalem meinem Tribut zahlen. Das ist mein Angebot. Ja gut. Ich darf mir sagen, Angebot angenommen. Gut, kämpfen wir gegen die Räuber. Das wirst du nicht bereuen, Sohn des Mutes. Ich kenne das Versteck von Malir und seinen Räubern. Sie haben hier eine Höhle. Wir können losgehen, sobald du bereit bist. Okay, Kumpel. Bin ready. Lass uns die Nomaden angreifen. Dann auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Ich bin der Vater des harten Schlages.